Da sind wir wieder mit Buff Crit Loot im Gaming News Podcast von brack.ch mit der Episode Nummer 60. Und wir haben wieder ganz viele tolle News mitgebracht. Einerseits haben wir im Buff Magic the Gathering, der eine Ring ist gefunden worden und die Karte ist über $2 Millionen wert. Da haben wir übrigens einen riesen Text dazu. Nintendo Switch 2. Es gibt ein Leak, das anscheinend ein Modell schon im Umlauf ist. Mehr dazu, zu den Leaks und allem später. Und der Nico erzählt euch dann noch ein bisschen über Remnant 2. Eine absolute Empfehlung von ihm. So viel haben wir im Buff und im Crit haben wir, nach dem Gollum-Desaster, das deutsche Entwicklerstudio Dedelic macht zu. Leider Gottes. Und last but not least haben wir noch ein bisschen Loot. Und zwar unter anderem Age of Empires und Sonic Superstars. Und da wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast mit mir, der Steffi und dem Nico. Hey Nico. Yeah, hello, what's up, party people? Ja, vor allem Summer Party People, genau. Summer Party People. Herrlich. Aber genau, gut. Draussen ist es heiß, hä? Ja, weißt du, was auch heiß ist? Weißt du, was auch heiß ist? Was ist heiß? In Mordor ist es auch heiß. Ja, ich wollte sagen, irgendwo einleiten. Ich wollte sagen, es ist so heiß, man muss alles abziehen, Kleider, Schmuck, aber es gibt natürlich da einen Ring, den will niemand abziehen, sondern den will jeder anlegen oder besitzen. Und zwar ist es so, dass im Kartenspiel, im ältesten und berühmtesten Sammelkartenspiel der Welt, nämlich Magic the Gathering, wo seit 1993 eigentlich TCG regiert, ist eine neue Edition rausgekommen. Und zwar Magic the Gathering Universes Beyond Lord of the Rings. Die Edition gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Jetzt ist es aber so gewesen, dass sich die Leute von Wizard of the Coast, die natürlich Magic erfunden haben oder die Magic besitzen, die haben sich überlegt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir den einen Ring, dann machen wir eine Karte, die heisst The One Ring, haben sie natürlich auch gemacht. Die Karte gibt es aber in 3 verschiedenen Ausführungen, wenn ich mich nicht täusche, sogar 4, glaube ich. Und eine Ausführung davon gibt es nur einmal auf der Welt, also ein einziges Mal printed auf Englisch, irgendwo in einem Collectors Booster. Und diese Karte ist jetzt gefunden worden. Aber halt, sie ist jetzt gefunden worden. Das ist aber auch schon wieder ein Märchen. Ich habe nämlich aus recht zuverlässigen Quellen erfahren, dass diese Karte schon sehr lange ist gefunden worden. Und zwar etwa seit Tag 1. Man hat einfach jetzt erst revealed, dass man sie gefunden hat. Wurde frech. Es ist sehr frech. Es ist aber auch einfach Marketing. Und ja, aber frech. Es ist ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass die Karte mittlerweile über $2 Millionen, ja, die gehört richtig, über $2 Millionen wert hat. Das ist ein 2 mit 6 No, liebe Damen und Herren, 6 No hinten dran. Und man redet sogar schon von 2,5, wo die Karte wert hat. Man hat sie graden. Wenn ihr nicht wisst, was graden ist, das ist, man kann Karten einschätzen. Und das heisst, dort tut man wie die Karte, den Zustand überprüfen. Das macht so eine Institution. Eine Institution, die heisst PSA. Die tun Karten graden. Und dann geben sie der Karte eine Nummer. Und das 10 ist Near Mint, das 10 ist perfekt. Und alles unter einem 10 ist dann nicht mehr perfekt. Lustigerweise hat der One Ring kein 10 bekommen, sondern nur ein 9. Hä? Warum? Ja, weil sie nicht perfekt ist. Es hat auch irgendeinen Druckfehler oder irgendein Rand ist etwas nicht gut oder das Centering von der Karte ist nicht gut oder irgendetwas. Es hat nur ein 9 bekommen. Also ihr könnt jetzt googlen. Es gibt ein Foto von der Karte. Dort war natürlich schon mal der erste Aufschrei, warum nur ein 9. Aber der Welt ist es egal, weil der Preis ist trotzdem über 2 Millionen. Also, vor allem, wie teuer ist das die Collectors Booster Dingsbums gewesen? Genau, zu dem kommen wir jetzt. Jetzt ist es so, dass die Karte halt nur gefunden werden in englischen Collectors Boosters. Das heisst, man musste Collectors Boosters kaufen und
Englisch haben sie müssen sein. Das heisst, also keine Deutsche, keine Französische, egal, es hat Englisch müssen sein. Und wenn man natürlich sich entweder das Giftpack, wo in gewissen Giftpacks sind sie drin, das ist so ein spezielles Pack, wo du so Boosters drin hast und einen Würfel und noch ein paar Länder etc. Dort haben sie drin sein, die Collectors Booster. Oder in einem Display natürlich. Das Display ist das grösste Package, das du kannst haben, mit 12. 12, das sind schon wenig, das sind mega wenig. 12 Collectors Booster sind in einem Display. Normalerweise sind in einem normalen grossen Display 36. Aber im Collectors sind nur 12. Und für sagen und schreiben einen Preis von etwa $500, also könnt ihr umrechnen, es ist glaube ich jetzt weniger, das sind 470 oder so. Franken, die man hat zahlt für ein Collectors, hat man die Chance gehabt, den Ring drin zu haben. Die Chance war 0,00003 gewesen. Immer noch höher als im Lotto zu gewinnen. Und, wow. Und tatsächlich hat es natürlich jemand gezogen. Und zwar ziemlich schon am Anfang. Jetzt ist natürlich im Umlauf, dass man dieser Person hat Geld zahlt, dass sie eben nichts sagt. Dass sie eben der erst am Schluss revealed oder nach einer gewissen Zeit revealed, dass die Karte gezogen ist worden, weil natürlich Wizard of the Coast nicht wollte, dass das jetzt schon die Öffentlichkeit kommt und somit der ganze Hype wieder abflacht. Was ist jetzt passiert, wo der Ring gezogen ist worden? Das habe ich unseren PM, unseren Product Manager Spielwaren, der Cyril, den ihr alle kennt, vom Klötzli zusammenbauen, vom Klemmsteinen-Stream. Klemmbausteinen-Stream. Genau, Klemmbausteinen-Stream. Habe ich gefragt, hey, wie ist denn das? Warum ist denn der Preis von diesen Collectors Booster wieder gestiegen? Weil jetzt ist er wieder gestiegen. Er ist dropped zuerst von 500 auf 350, wo der Ring ist gefunden worden. Aber jetzt verzeichnet man wieder einen Anstieg vom Preis. Warum? Der Ring ist doch gefunden worden. Lass mich raten. Jetzt ist rausgekommen, dass noch ein zweiter Ring im Umlauf ist. Nein, es ist eigentlich viel How einfacher. the tables turn! Genau. Gibt noch einen zweiten Ring. Nein. Nein, es ist natürlich so, dass der Preisdrop ist dann vor Enttäuschung gewesen, oder? Alle wollten es abstoßen. Jetzt hat es aber auch Leute gegeben, die gesagt haben, hey, ich habe das so teuer gekauft. Ich will das nicht billiger verkaufen. Und simply haben einfach genug Leute das wieder teurer angeboten, als es halt jetzt gerade war, dass der Preis wieder gestiegen ist. Das ist ein Teil davon, oder? Dazu sagt der Cyril hier noch, dass es natürlich einen kurzen Schock hat ausgelöst, wo die Leute haben gedacht, ja, okay, wir könnten die Karten die können bei mir drin sein und ich kann später das grosse Geld damit machen. Übrigens, ich habe mir ja auch Collectors Edition gekauft und dachte, du hast immer noch nicht aufgemacht, oder? Nicht auf. Mal, ich habe es aufgemacht, nicht viele. Und dazu kommt natürlich der Fakt, dass es ein grossartiges Mini-Universum ist. Es hat sehr viele Karten immer noch drin, die mega viel Wert haben. Also Orcish Bowmasters ist zum Beispiel eine Karte, die hat mega viel Wert. Ist ultra gut playable. Die hat allein schon $46 wert. Ich habe eine Karte gezogen, The One Ring, tatsächlich, in der Foil Edition. Die hat $84 wert. Also es hat Karten drin, die tatsächlich den Preis wert sind. Also ich habe auch bei mir zusammengezählt, was ich für Karten rausgezogen aus meiner Collectors Edition und ich tatsächlich über den Preis gekommen, den ich gezahlt habe. Oh, nice. Ist aber jetzt nicht immer der Fall. Es kann natürlich gut sein und man sagt im Allgemeinen, man zahlt mehr, als man rauszieht. Aber es hat sehr viele Karten drin, wo ich persönlich würde sagen, die werden mal viel Wert haben. Und der Sirius stimmt mir hier in einigen Belangen auch zu. Und sagt auch, es gibt sehr viele Karten mit alternativem Artwork, oder? Man will, es gibt zum Beispiel der Gimli oder der Legolas, da gibt es in 3 verschiedenen Artworks die gleiche Karte. Also musst du dir vorstellen, in einem Showcase-Artwork, in einem Foil-Artwork und dann noch in einem normalen Artwork. Das heisst auch beim Pikachu bei Pokémon noch gegeben. Ja, verschiedene Artworks, also gleiche Karten, aber verschiedene Bilder, ja. Nice. Genau. Und das ist für einen Sammler ist das natürlich das, was du willst. Oder? Alle die Artworks haben. Genau. Zudem willst du alle 9 Nazguls haben, oder? Alle die Ringgeister. Und Magic hat es natürlich cool gemacht, sie haben 9 verschiedene Artworks gemacht. Also du hast 9 verschiedene Nazgul-Artworks und du kannst in einem Deck 9 bis zu 9 Nazguls spielen. Aha. Das heisst, jeder will jetzt natürlich so ein Ringgeister-Deck machen, wo er 9 Nazguls spielt.
Mhm. Und die sind durch das mega im Preis rauf. Das heisst, das war eigentlich eine Karte, die gar nicht selten ist. Also beim Logo unten rechts, wenn das goldig ist, ist sie selten. Wenn das orange ist, ist es mythic. Und wenn es eben silbrig ist, ist es eigentlich nur ankommen. Das heisst gar nicht so selten. Aber die Nazguls sind so vergriffen im Moment, dass der Preis von einer einzelnen Karte im Moment, glaube ich, bei $14 liegt auf dem Markt. Und alle 9 zu haben, probiert echt jeder. Darum sind die mega beliebt. Und wenn man sie in einer anderen Version hat, sind sie natürlich noch viel cooler zum Anschauen. Darum ist die Collector's Edition, also die Collector's Booster, sind immer noch mega viel wert. Zudem, die berühmt ist, die Commander-Karte im Format Commander, Magic the Gathering, ist der Sol Ring. Sehr, sehr, sehr coole Karte. Und dort gibt es von dem Sol Ring gibt's Reprints, wo sie auch neue Versionen davon gemacht haben. Und zwar haben sie den Ring von den Menschen, den Ring von den Zwergen und den Ring von den Elben gemacht. Und das sind nummerierte Karten mit einem sehr hohen Wert. Und von dem gibt es immerhin 1900 Stück in jeder Sprache in den Collector Boosters Display. Aber 1900 Stück sind nicht viel. Und dann gibt es serialisierte und nicht serialisierte. Zu denen kommen wir später auf jeden Fall auch noch. Also die sind immer noch in den Collectors Booster. Also Collectors Boosters lohnen sich im Sinn vom Cyril und auch im Sinn von mir immer noch. Wo wir schon zur zweiten Frage kommen, wo er auch so beantwortet hat, lohnt es sich noch, die zu kaufen und warum und wieso genau, sagt er, eben, Einzelkarten haben einen hohen Preis bekommen, die nummerierten Sol Rings sind noch nicht alle gefunden worden und Steffi, die sind dann geschrieben in der verbotenen Sprache, weißt du, in der Sprache von Mordor. Also die sind nicht geschrieben in normalen Englische, sondern also, in dem Elbisch, latinischen Alphabet. Ja, in dem Alphabet, das der Tolkien da hat erfunden. Also jemand, der nicht die verbotene Sprache oder Elbisch kann das gar nicht lesen. Also das ist so richtiger Nerd-Shit, weißt du, was ich meine? Ja. Und die will natürlich jeder jetzt. Die sind im Moment im Umlauf und wie viel sind die wert, habe ich den Cyril dann auch gefragt. Und dann hat er gefunden, hey, die von den Menschen liegt der Preis etwa bei 100. Bei von diesen Sol Ring Reprints. Die von den Zwergen sind bei 350 und die von den Elben, die am wenigsten im Umlauf sind, fängt es bei 1000 an. Wow. Eine Karte. Wow. Also 1000 Stutz. Krass. Hier wird die Schwierigkeit eigentlich mehr drin, einen Abnehmer zu finden. Da musst du wirklich zu diesen Sammlern outreachen. Und dann habe ich noch kurz gefragt, ja, wenn wir dann nicht den Collectors kaufen, was ist ja gleich viel Geld? Und was ist mit den Set Boosters? Hat er auch gefunden, hey, Set Boosters können sich sehr lohnen, gleich, obwohl sie sicher nicht so viele verschiedene Arten von Karten werden drin haben wie ein Collectors Booster. Aber es hat gleich wunderschöne Karten drin und es erzählt ja die ganze Geschichte von Herr der Ringe. Das ganze Set ist mega auf einen Film abgelegt und man hat auch bei vielen Karten das Gefühl, dass sie sich ein Vorbild genommen haben am Film. Also teilweise siehst du wirklich auch bei den Artworks, okay, sie haben da wirklich so ein bisschen probiert, die Schauspieler nachzuempfinden. Nice. Und ich persönlich kann auch sagen, aus dem Set-Booster kannst du sehr Value ziehen. Es gibt gewisse Karten, die einfach jetzt schon ganz grossen Value haben, die nicht so selten sind, die auch schön gut zum Spielen sind, schön aussehen. Also ich persönlich kann es nur empfehlen, Set-Booster unbedingt ohne Display kaufen, da zieht man cooles Zeug raus. Und wenn nicht, bin ich immer noch so einer, der sagt, kauft euch ein Set-Booster-Display, behaltet das 2, 3, 4, 5 Jahre. Wenn ihr es nicht dann verkaufen wollt, dann wird der Wert schon gestiegen sein, 100 Pro. Macht das Draft mit ein paar Kollegen, sitzt nachher und dann draftet ihr mal Herr der Ringe. Das wird einfach wunderschön sein, wenn man so alte Displays kann draften kann, die man vor Jahren mal gekauft hat. Das ist ein cooles Erlebnis und gibt einen schönen Spieleabend. Kann ich nur empfehlen. Ich habe dann Cyril noch gefragt, hey, wird es in Zukunft mega viel an Wert gewinnen, das ganze Set? Und er hat gefunden, das ist abhängig von sehr vielen Faktoren. Weil das Herr der Ringe-Universum gibt es ja schon seit mehreren Jahrzehnten und die Fanbase nimmt nicht ab, sondern sie nimmt noch zu. Und die Popularität nimmt auch zu um das ganze Ding herum. Und es sind ja noch keine Daten bekannt, außer dass eine neue Trilogie geplant ist und man mit Peter Jackson im Gespräch ist. Da hat er mich auch überrascht. Habe ich auch nicht gewusst. Und dann der Hype von der Popkultur und vom Mainstream.
werden natürlich auch viel versuchen, so die Sammlerobjekte und die Karten aus dem Universum zu kaufen, weil der Wert wird steigen. Das wird etwas sein, was man in Zukunft möchte haben. Also 100%ig sind das Karten, die ihr irgendwo könnt in einen Ordner tun und in 5-6 Jahren wird irgendjemand fragen, hey, da hat es doch mal ein Herr der Ringe-Set gegeben. Oh, ich brauche unbedingt die und die Karte von diesem Set. Und er hat er schon einen Käufer. Also es geht mega schnell und dann könnt ihr mega schnell mehr verlangen für die Karte. Also der Silas stimmt mir da auf eine Art und Weise zu, dass er sagt, erfahrungsgemäß sind solche Sets, vor allem besonders Collectors Edition, nach vielen Jahren ein Vielfaches Wert von dem, was sie hatten, was man sie gekauft hat. Also es ist eine Investition, es ist tatsächlich eine Anlage, kann man so sagen, Steffi. Und mega interessant, weil das Sammlerding, dass das irgendwann einen finanziellen Vorteil auch bringt. Das ist etwas, was ich mir am Anfang nie gedacht habe. Ich habe das einfach gerne gesammelt, oder? Bis mir mal jemand gesagt hat, du, die Karte, hast du gewusst, wie viel die Wert hat? Und dann denke ich einfach so, nein, ich habe es einfach schon gefunden, oder? Und dann merkst du auf einmal, hey, das Zeug, das du im Ordner hast, hat teilweise einfach Geld wert. Und zwar gibt es dann auch genug, die das würden zahlen. Das ist schon recht überraschend. Jetzt für Aber alle, hey, darf ich noch etwas fragen dazwischen, Ja. bevor die Rederschwall weitergeht? Und zwar würde mich noch interessieren, jetzt für alle die sich das jetzt mal würden überlegen, so ein Collectors Booster Pack zu kaufen, würdest du empfehlen, das ungeöffnet zu lassen, also alles noch versiegelt in den Verpackungen, oder auspacken, um zu schauen, was überhaupt für Karten drin sind. Eben zum Schauen, je nachdem, welche das gesucht wird, eben zum Beispiel eine von der Nazgul, dann kann ich die so und so teuer verkaufen als einzelne. Ich meine, es Also hat ich ja würd beides jetzt- ihren Reiz. Also sie Reiz eigentlich. Ja, und wenn du so MTG angefressen bist wie ich zum Beispiel, oder viele Leute, die ich kenne, schaffst du es fast nicht, das nicht aufzutun. Ich würde es einfach auch nicht schaffen. Du vergibelst fast, oder? Du Ja. willst es einfach auftun, du willst es öffnen. Ich würde Sagen wir es so. Ja, Wenn man es auftut, dann sicher mit Händchen sofort in die Sleeves rein und sofort in einen Ordner oder irgendwo ablegen, in eine Genau. Box oder so, Genau. wo kein Staub dran kommt, kein Licht dran kommt, wo alles schön versiegelt und verschlossen ist und geschützt von allen äußeren Einflüssen. wir sagen aber nur Double Sleeve ist gesleeved. Also anders als beim sogar Kondom, zweimal doppelt hat sleeven. besser. Genau. Gut. Sogar zweimal sleeven. Nein, es ist eigentlich einfach ein mega cooles Set, das du gar nicht kannst irgendwo herschmeißen. Die Karten, die meisten sind so cool designt, dass du die willst, sofort in einen Ordner tun und sie nicht einfach irgendwo auf einen Stapel schmeißen. Ich würde Folgendes empfehlen. Tut, wenn ihr einen Set-Booster kauft, das auf, schaut, was ihr drin habt. Tut, wenn ihr einen Collectors-Booster habt, das zubehalten. Aber wenn ihr das zubehaltet und das schafft, in 4-5 Jahren nicht zu verkaufen, dann kann ich euch garantieren, dass der mache jetzt hier einfach mal einen Wild Guess, aber ihr bekommt sicher in 3-4 Jahren fast 1000 Steine für so eins. Es hat ja schon 500 gekostet jetzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das verdoppelt. Und dann kauft einer die Collectors Booster Packung, also die ganze, das Display, und tut es auf. Und oder hat eben auch nicht. irgendeine Oder Karte wartet drin. da. Nein, Oder aber wartet da. also meine, wenn ich jetzt 3 Jahre warte für das Verkaufen und es ist immer noch zu und der Käufer von mir tut es auf und dann ist so eine mega teure Karte drin, die 4-mal so viel wert ist. Weißt du, wie du mich nervst? Ja, genau. Das stimmt. Das kann natürlich passieren, das ist völlig recht. Aber die Gefahr gehst du ein, oder? Und du kannst so immer auftun, Karten anschauen, schauen, was drin ist. Aber der Wert von einem zugeschweißten, noch ungeöffneten Display ist eigentlich immer sehr hoch, weil das ist etwas, das ist untouched, oder? Da kannst du immer sehr viel dafür verlangen. Und einfach auch, wenn du weißt, wie viel das im Umlauf sind, und sie haben mich natürlich informiert, es sind 3 Millionen Collectors-Display auf der ganzen Welt im Umlauf. Und wenn von denen dann die meisten geöffnet sind worden und du noch eins hast, das ungeöffnet ist natürlich der Preis wieder am steigen. So musst du es immer sehen. Aha. Darum ist das sehr interessant. Aber genau,
ich habe euch mitgenommen in eine Journey. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Ihr seht, ich habe eine grosse Begeisterung für das, wie der Cyril auch. Er hat mir da ein halbes Buch geschrieben, darum habe ich Ja, noch ja, so es lange gesehen, es ist geredet. krass. Aber wir zwei sind wirklich dort drin. Aber das ist ja auch gut. Da sind wir ja auch am richtigen Platz mit dem, was wir machen. Und so viel zu dem Thema Magic the Gathering. Der Ring ist gefunden worden. Das Thema schließen wir jetzt ab und gehen zu einem viel einfacheren Thema, sage ich mal. Deutlich einfacher. Aber der gibt so einen Ring, oder? Und zwar im Ring Fit. Ja, die Frage ist, ob es irgendwann mal in Zukunft ein neues Ring Fit wird geben. Nein, also folgendermaßen. Es gibt ja schon wirklich seit vielen Jahren das Gerücht, dass Nintendo an einer Nintendo Switch 2 arbeitet. Logisch. Also, ich meine, dass ein Nachfolger will kommen, also eine Next-Gen-Konsole von Nintendo, das ist ja logisch. Also über das müssen wir gar nicht diskutieren. Jetzt hat es auch schon diverse Gerüchte gegeben, wenn das sie erscheint, wie sie wird heissen, wie viel Leistung das sie wird haben und so weiter. Und jetzt ist es so, dass immerhin die Nintendo Switch, die wir bisher haben, jetzt mit der OLED, die im 21 ist rausgekommen, aber die Original Switch, die ist ja jetzt schon über 6 Jahre alt. Also es wird schon langsam Zeit für eine Nachfolgerkonsole. Stand heute, also nicht Stand heute, Stand Ende März, sind über 125 Millionen Switches über den Ladentisch gegangen. Also sie ist die zweitmeiste verkaufte Konsole nach der PlayStation 2 weltweit. Du musst das mal überlegen. Schon krass, Aller Zeiten. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und ja, was man natürlich muss sagen, ist, technisch hinkt sie, ja, Sony und Microsoft hingen nachher. Das war früher einmal umgekehrt gewesen. Früher einmal ist Nintendo als sehr fortgeschrittene Konsole angeschaut worden. Jetzt haben sie sich ein bisschen zurückgelehnt, was die Qualität und die Leistung betrifft. Aber ja, also sind wir ehrlich, es ist, wie es ist. Das hat am Erfolg von der Nintendo Switch überhaupt nichts angetan. Nichts. Also es ist nach wie vor einfach so krass Verkaufsschlager. Und ich meine, ja, sind wir ehrlich, das Teil kannst du einfach auch überall mit hernehmen und das ist einfach spassig. Und jetzt wollen natürlich die Leute logisch von so einer tollen Konsole einen Nachfolger haben. Jetzt habt ihr fest, es ist nämlich ein Leak, 2 Leaks sogar, sind im Umlauf. Und zwar hat einerseits der Leaker, also es ist wirklich ein Leaker, ich weiß nicht, ob das ein Beruf ist oder einfach ein Hobby. Ich denke mal, es ist einfach ein Hobby. Leaker. Ja, und das schaffst du einfach, Leaker. Ja. Stell dir vor. Der heisst auf jeden Fall, also ich nehme an, das ist sein Twitter-Handle oder sein Pseudonym, Nash Weedle. Also wie Wash oder Wash Needle, aber umgekehrt Nash Weedle. Der hat jetzt anscheinend in Erfahrung gebracht, dass ein spanisches Entwicklerstudio im Besitz von einer Nintendo Switch 2 DevKit ist. Also das DevKit ist sozusagen eine Art Prototyp. Dort können die Entwickler schon mal schauen, welche Specs sie müssen, also was sie alles müssen erfüllen für ein Game, für eben die Konsole. Also es ist oftmals so, dass Entwickler, also es ist nicht nur bei Gaming-Konsolen, sondern auch bei Apps, also bei Handy-Apps und so weiter, Smartphone-Apps, ist es öfters mal so, dass eben die Entwicklerstudios schon Dev-Kits bekommen, also sogenannte Prototypen, zum ja, die App oder das Game zum den neuesten Specs anpassen. Also dass dann wirklich das Game auch gut auf der neuen Konsole läuft und natürlich die ganzen Specs so ausgereizt werden. Das heisst also, wenn ein Entwicklerstudio natürlich erst also ein Game produziert, wo erst in, ich sage jetzt mal, 3 Jahren oder 2 Jahren rauskommt, müssen die ja wissen, auf was muss ich achten, damit ich sozusagen das perfekte Game habe für die Next-Gen-Konsole. Und darum soll anscheinend das spanische Entwicklerstudio schon so ein Dev-Kit haben. Genau. Und das ist der erste Leak. Also es ist schon eine Gut, das heisst noch gar nichts bezüglich der zeitlichen Abfolge, sage ich jetzt einmal. Das heisst einfach, es wird schon produziert für eine nächste Konsole. Also es werden schon Games produziert für eine nächste Konsole. Es kann trotzdem sein, dass es noch 2-3 Jahre geht, bis sie draussen ist. Das könnte durchaus sein. Ja, das stimmt. Ja. Aber
Jetzt hat's, du weißt ja, ich muss das mal schnell ein bisschen ausholen, es gibt ja den Rechtsstreit zwischen Activision Blizzard und Microsoft, also beziehungsweise Microsoft will ja Activision Blizzard aufkaufen und das führt so zu gewissen wirtschaftlichen Fragen wegen Monopolstellung und bla bla ja, bla genau. und in zig Dings, wie heissen die, WECO, Wettbewerbskommissionen und so weiter, die wollen dort jetzt natürlich mitreden und stellen Fragen und ja, aber und erklärt mal warum und wieso braucht ihr das und ja. Auf jeden Fall, durch die ganzen Gerichtsprozesse kommen immer wieder E-Mails in Umlauf, wo öffentlich einsehbar sind, wo gewisse Sachen geleakt werden. Also hat zum Beispiel der Bobby Kotick, also der CEO von Blizzard, also von Activision Blizzard, darüber geredet in einem von seinen E-Mails, dass die Switch 2 etwa so viel Leistung soll haben wie eine PlayStation 4 oder eine Xbox One. Und dass durch das also auch möglich wäre, dass die Shooter-Serie Call of Duty in Zukunft wieder auf der Nintendo Switch oder auf der Nachfolgerkonsole wird spielbar werden. Ja, also Ja, das ist spielt ein man COD auf der Switch? Hey, man spielt auch Fortnite auf der Switch. Also, Ja, das ist klar. Also sorry, für mich ist Fortnite... Also, ja, aber auf nein, jeden wir Fall, reden jetzt nicht über das. So, jeder hat seine Gut. eigenen Präferenzen. Hm? Sorry, Entschuldigung. Ja. Gut, also, jetzt ist es so, warte, also das heisst, zu der Leistung ist auch schon etwas geleakt worden. Eigentlich sind es 3 Leaks, wenn ich mir das gerade so überlege. Ja, es sind 3 Leaks. Die eine Leak ist eben mit dem DevKit, der zweite Leak ist die Leistung, also etwa eben PlayStation 4, Xbox One. Und der dritte Leak ist, dass ein chinesisches Investment, also eine chinesische Investmentplattform, die nennt sich MoneyDJ, die hat einen Bericht geschrieben über chinesische Gehäusehersteller. Der nennt sich Hongshun oder Hongsun, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und der erwartet im Jahr 2024 gesteigerten Umsatz in der zweiten Jahreshälfte. Der Grund für das sollen Produktionen für die Gehäuse für iPhones, aber auch für die Nintendo Switch 2. Aha, so sieht es aus. Aha. Mhm. Was bedeutet, dass, also im Bericht steht das auch, dass Nintendo anscheinend eben plane, dass die Switch 2 im ersten Quartal 2024 veröffentlicht oder zumindest announced wird. Okay, Dam, dam, dam. und... Also spannend. Schon spannend. So viele Leaks. Und ja, ihr wisst natürlich, wie Nintendo ist. Die sagen dazu nie etwas. Also bis effektiv das offizielle Announcement von Japan auskommt, vom Headquarter, wird Nintendo nie ein Statement dazu geben. Machen sie aus Prinzip nicht. Wo sie eben die Das ganzen ist, Spekulationen ja. und so weiter gar nicht anheizen Ja. sondern sie finden einfach so, ja, macht ihr, redet ihr, was ihr wollt. Wir announcen, wenn wir es für richtig halten. Von dem her, ja, so viel dazu. Also, es wird irgendwie heißer um die Nintendo Switch 2. Egal, wenn sie kommt, ob sie kommt, also ich hoffe schon, dass sie kommt, aber ich habe jetzt zuerst mal noch ein bisschen Freude an der Original, über 6 Jahre alten Nintendo Switch 1, wo ich nämlich durchs Band im Moment nichts anderes als Tears of the Kingdom spiele. And I love it! Das ist so toll! Natürlich. Es ist so ein fantastisch geniales, tolles Game. Also wirklich, dort haben sie sich so etwas von sauber übertroffen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Story, aber ich liebe es so heiß. Also es ist 3000 Mal besser als Breath of the Wild. Oh, wow, Und okay. ja, es ist viel besser als Breath of Das the ist Wild. sehr lustig, weil du hast genau das über Breath of the Wild gesagt. Also hat Nintendo die jetzt überzeugt, dass sie das beste Game, was sie jemals gemacht haben, in deinen Augen jetzt nochmal besser machen. Ja. Also krass. Nein, ich würde nicht sagen, dass Breath of the Wild das beste Game aller Zeiten war. Das hätte ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Aber ich sage einfach, es ist ein gutes Game. Mir hat viel gefällt, aber ich finde Tears of the Kingdom wirklich, wirklich deutlich besser. Und ja, ich würde sagen, das ist wirklich eines der besten Games, die ich jemals gezockt habe. Also das ist wirklich... Die Story ist einfach, also wirklich... Brain Explosion. Also es ist wirklich... I love it. I love it. Es ist... Besser als weckt sehr Game of viel... Thrones. Game of Thrones? Ja, für Story.
Aha. Ja, nein, das kannst du nicht vergleichen miteinander. Das ist ja nicht nur in dem Sinne eine Story, das sind ja mehrere Stories. Nein, aber es kommen so viele nostalgische Feelings auf und immer wieder, oh mein Gott, ja, oh, da und oh, Ocarina of Time und oh. Und du hast so viele Skins und Waffen aus den vergangenen Games. Das ist so geil. Das ist einfach so gut. Es ist... Ach. Und alles Es macht ist so irgendwie schön. Sinn. Alles macht Sinn. Ach, Wenn das du macht so einfach Freude an Sinn. einem Game hast. Ja, gell. Es ist wirklich Wie sehr das kleines schön. Ja, Kind. Oh. glänzige Äugli. Ja, das ist super. Ja, das Das Grinsen bis zu den Ohren hinterher, ja. Ja, Also ich könnte wirklich Stunden über Tears of the Kingdom reden. Darum mache ich jetzt hier einen Cut und lasse dich Nice. über Remnant 2 reden. Oh, jetzt bekomme ich glänzige Äugel. Jetzt Ja. geht's weiter. Hey, hey, hey. Nein, also ich kann euch schon mal beruhigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird jetzt nicht so ein Monolog sein wie das letzte, weil, wie nochmal erwähnt, haben wir sehr viel gehabt zum Thema MTG und Lord of the Rings. Jetzt kommen wir zu einem Game, das heisst Remnant 2 und ist es Souls-like. Wie könnte es so anders sein, Steffi? Souls-like. Wir kennen sie doch, die guten alten Souls-like. Sie sind einfach fast nie schlecht. Also Muss sind ich sie jetzt ehrlich Souls-like oder sind sie Souls-light? Souls-like. Like, Ähm, okay. Genau. Jetzt ist es so, dass Remnant ein Spiel ist, wo ich schon gespielt habe, und zwar das Ace, Remnant from the Ashes, habe ich schon gespielt mit einem sehr guten Kollegen von mir. Haben wir zusammen im Co-op durchgezockt. Das heisst, wir sind nicht ganz fertig geworden. Wir haben beim Final Boss, weil wir ihn etwa 15 oder 20 Mal probiert haben, gefunden, da ist es fast ein bisschen zu mühsam. Dort hat es uns dann so ein bisschen abgelöst und dann haben wir dann eigentlich auch aufgegeben und gesagt, machen wir jetzt nicht fertig. Jetzt ist es so, dass wir aber, weil wir den Hype haben, dass Remnant 2 kommt, uns nochmal haben zusammengerafft und gesagt, hey, wir nehmen noch jemanden Drittes dazu, weil das kann man nämlich bei Remnant, das ist richtig, richtig nice. Man kann das dritte hoch die ganze Kampagne durchspielen und man kämpft das dritte hoch mit Schusswaffen, Schlagwaffen und verschiedensten Action-Skills gegen grosse Bosse, kleinere Monster und tut natürlich die ganze Welt, so wie oft in so Games, vom Bösen oder von diesen Alien-Wesen oder diesen Runenwesen, wie sie hier heißen, befreien. Remnant 2 hat mich schon nur durch den Trailer abgeholt, weil ich weiss, wie das Eis ist. Also ich empfehle jedem, der findet, oh, okay, der Trailer sieht gut aus, aber ganz ehrlich, es kann viel bedeuten, ich traue dem nicht. Spielt das Eis, es ist im Moment noch sogar bei uns noch im Shop erhältlich, so viel mehr ist. Und holt nach das Eis, spielt es durch, am besten mit einem Kollegen, Online-Koop, also ladet jemanden ein, am besten 2 Kollegen und spielt es mit denen zusammen durch und das ist ein riesen Erlebnis. Also es sind wirklich Spielabende, die man zusammen hat, die richtig, richtig Fun machen. Man erlebt coole Abenteuer, man besiegt richtig, richtig gut animierte und grafisch hochstehende Monster, die einem das Gefühl geben, dass man eine richtige Herausforderung hat, wenn man es spielt. Also es hat einen guten Schwierigkeitsgrad. Die Kombination mit der Schusswaffe finde ich enorm cool. Also dass es die Möglichkeit gibt, halt alles eigentlich auch mit einer Schusswaffe durchzuspielen. Das finde ich super. Das hat ein Souls-like sonst selten gemacht. Außer vielleicht die von Piranha Bytes, Richtung The Search und so. Aber dadurch glänzt Remnant. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht das 2 nochmal besser? Und ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und vor allem das Interview gehört mit dem Publisher und dem Entwickler. Und die haben gesagt, dass das Hauptziel von Remnant 2 eigentlich war, everything is randomized. Oh. Sogar die Storylines sind zufällig. Das heisst, du kannst zur gleichen Zeit, wenn du in ein anderes Team irgendwo auf der Welt in dieselbe Area reingehen oder die gleiche Umgebung reingehen, eine ganz andere Experience haben. Also ein Spieler, der irgendwo auf dieser Welt die gleiche Area spielt, wo du jetzt geht, hat eine ganz andere Experience, obwohl ihr genau am gleichen Punkt seid. Wo alles ist random generiert. Das heisst, du kannst random Bosse haben von einem Dungeon, du kannst random Monster haben in einem Dungeon und der Dungeon selber random sein. Also das heisst, er hat sogar gesagt, der Gunfire Games Mediensprecher hat gesagt,
Ihr Ziel, das oberste Ziel war, du kannst das Spiel 2-mal durchspielen mit nicht einem einzigen gleichen Encounter. Also das ist richtig, richtig cool, finde ich. Das heisst, das Spiel hat wirklich wieder Spielwert. Das heisst, du kannst es 2-mal durchgeben, du kannst es 3-mal durchgeben. Und nachher noch der Punkt mit dem Koop. Das verspricht so viel Fun und es verspricht so viele coole Stunden und Zeiten, die du mit dem Game kannst verbringen, dass ich schon mega hyped bin. Nice. Stellt euch jetzt mal vor, ihr kommt am Morgen früh ins Büro, lasst euch einen Kaffee raus und sagt... Statt Kaffee kommt Fanta. Und statt Kaffee und Fanta, genau, everything is randomized. Nein, du hast Zeit gedacht, Steffi. Nein. Und ich sage zum Beispiel zu Steffi, hey Steffi, gestern im Remnant 2 haben wir so einen geilen Boss gefetzt. Weißt du, dort in dieser Area. Und dann sagt Steffi, krass, den habe ich noch gar nie gesehen. Ich hatte dort diesen Boss gehabt. Und ich sage dann so, was? Das ist ja hure geil. Vielleicht kommt ja der bei mir auch noch. Das ist Oder doch auch nicht. mega nice. Vielleicht kommt er nicht. Und dann muss ich das ganze Game nochmal spielen, damit ich diesen Boss... Also, seht ihr, wie ich meine? Ich finde, die Idee, also die Grundidee ist ja nicht neu. Ich meine, randomized ist etwas, was in vielen Bis zu einem Spielen gewissen Ausmaß, ja. Genau, aber bis ich zu einem glaube, gewissen so Grad. extrem wie jetzt hier in diesem Game habe ich es noch nie erlebt. Die Randomization von, aber also sind nur Gegner randomized oder sind auch Waffen beziehungsweise was auch immer du dort bekommst? Der Loot sollte gleich sein, glaube ich, weil der ist auch... Das war auch mal mein erster so gewesen. Der Loot hat so ein einen roten Faden, wo du findest immer bessere Waffen, Das wo halt macht Gegner Sinn. noch stärker werden. Also das heisst, am Anfang, egal welchen Gegner du hast, also du bekommst random einen Gegner über, Ja, aber der hat natürlich das Schwierigkeitslevel, wo du ihn noch kannst besiegen kannst. Genau, Und jemand anderes, genau. der ihn erst later im Game hat, dort Genau. ist er aber stärker. genau. Okay. Genau. Also Genau. er hat stärker im Sinn von, er hat einfach mehr Leben und mehr Angriffskraft, oder hat er auch noch andere Angriffe oder mehrere Phasen oder so? Also ich glaube, es ist so, dass du so du hast so Tier-Bosses, oder? Du hast zum Beispiel jetzt einen, der in den ersten Tiers kommt, der kommt dann später nicht mehr, weil der gehört wie in ein Anfängertier. Mhm. Also du hast wie an einem Anfängertier hast verschiedene Bosse, die du kannst haben. Du hast aber nie alle, oder, bei einem Run. Und Alles klar. du hast wirklich so wie pro Tier, pro Schwierigkeitsgrad hast du verschiedene Bosse, die kommen können. Aber es kommen halt nie alle in dem Run, den du jetzt getestet hast. Und es ist wieder 2. oder 3. Run machen, dass du dann einen neuen Tier 1 Boss bekommst zum Beispiel. Und darum sind die Waffen dann auch, werden die immer stärker, weil dann kommt der Tier 2 Boss, kommt der Tier 3 Boss und die Waffen, die du hast, müssen ja zwingend stärker werden, sonst hast du keine Chance. Ja, klar. Und im 1 war das auch so gewesen, dass die Waffen mit der Zeit stärker sind, weil du schon mehr Waffen gefunden mit der Zeit. Und du findest immer wie coolere Waffen, also bis zum Raketenwerfer, bis zum Flammenwerfer, bis zum Minenwerfer, hat es alles drin. Und das ist ja das Coole am Remnant. Es ist sehr viel mit Schusswaffen gemacht. Also Nahkampf ist eher selten. Mhm. Und das finde ich mega, mega cool, weil das geht für mich in ein Game rein wie Outriders oder eben The Surge, aber es hat viel mehr Souls-like Charakter. Das Kampfsystem ist mehr Souls-like und nicht Loot-Shooter. Also wenn mich jetzt jemand würde fragen, wo würdest du es einordnen, würde ich es eher zum Souls-like einordnen, obwohl es Aspekte von einem Loot-Shooter hat. Aber es setzt nicht komplett auf Loot, so wie ein Borderlands zum Beispiel. Es ist ja nur noch Loot. Es setzt mehr auf einen Fight, auf einen Kampf und das ist mega schön, weil du musst noch absprechen, du musst zusammenspielen. Und es hat beim Ace, habe ich jetzt heute gesehen, eine negative Bewertung gegeben, die mega ausgestochen ist. Da hat einer geschrieben, hey, ich habe einfach keine Kollegen, ich musste es allein spielen und es fängt nicht allein. Ja gut. Dort muss man aber sagen, dass glaub, jedes Game cooler ist, wenn man mit Kollegen kann spielen. Ja, Also ich meine, das hat mich einfach ein bisschen um jetzt sad nochmal gemacht. zurückzukommen auf Tears of the Kingdom, wenn ich das mit 11 Kollegen könnte spielen könnte, ich wäre happy Steffi. Also von daher, das wäre wirklich cool. Ja, also Es macht Steffi, ja wir auch können allein hier auch super viel sagen, Spass, aber Ja, aber wir dürfen ja hier auch sagen, dass du ja ab und zu mit dem Ives reintauchst in die ganze Zelda. der I von dir, dich, wir sind Hyrule-Brudis, hätte ich fast gesagt. Ja. Genau, da bist du Ja. ja auch nicht allein. Also, Wenn, wir sind allein im eigenen Game, aber zusammen in Hyrule, ja. Ja, und das ist doch das, was zählt. Wir Also, haben ich einen finde auch, kleinen du kannst- Contest, aber er hält mich nicht mehr ein, keine Chance.
Keine Chance, er holt mich nie mehr ein. Also, Er- ich bin schon so weit, also, nein, ich habe schon so viele Skins und so viel entdeckt und ich habe die ganze Untergrund aufgedeckt, er holt mich nie mehr ein. Nie mehr. Nice, Nope. nice. Unmöglich. Ja, und er wird auch jetzt nicht mal zulassen, weil er hat nämlich Ja, Ferien. er hat Ferien. Und Das auch sollte wenn er ich jetzt in geniessen. seinen Ferien jeden Tag 10 Stunden spielt, er wird mich nicht einholen. Oha. Ja, er wird mich Das nicht ist eine einholen. Ansage. Ja, weißt du warum nicht? Nein. Er ist ein Noob. Er ist ein Noob. Er hat etwa Nice. 5-mal so lange bei den Boss wie ich. Also von dem her. Fired. Er ist ein Noob. Yves, Geil. you know I love Sehr you. gut. Ah. Ah. Nein. Also, hey, aber kommen wir doch noch heute zu Crit, würde ich sagen. Yes, Und zwar let's go. haben wir noch eine kleine, traurige News. Also, ihr mögt euch sicher Anfangsjahr erinnern, also es ist noch gar nicht so lange her, 2-3 Monate, glaube ich, an das sehr furchtbare Game namens Gollum. Also ich kann wirklich nicht anders sagen als furchtbar. Der Troy hat es gestreamt. Also es ist live bei uns auf dem Twitch-Channel zu sehen gewesen. Und es ist wirklich schrecklich. Ja, leider hat es jetzt auch ziemlich traurige, dementsprechende Konsequenzen für das Entwicklerstudio. Es ist zwar anscheinend gar nicht einmal das erste Mal, dass irgendwie etwas mit dem Entwicklerstudio ist. Also sie sind anscheinend schon ein bisschen länger am strugglen, schon seit über 3 Jahren. Vielleicht für die es nicht wissen, das Entwicklerstudio hinter Gollum ist Daedalic. Ja. Genau, und die haben ja auch schon Dings gemacht, zum Beispiel die Reihe «Etna bricht aus» oder die mehrfach ausgezeichnete Deponia-Reihe. Von Deponia gibt es 4 Stück und die sind wirklich geil, die sind wirklich sehr, sehr lustig, die machen Spass. Die hast du auch gespielt, oder? Ja, die habe ich wenn alle mich mal gespielt. erinnere. Ja, die habe ich alle gespielt, die sind wirklich witzig. Das heisst, Point and Click? ja, genau, Point-and-Click-Adventure, ja. Point and Genau. Click. Ja, Mhm. ja. Also, sie sind eben, also, der Delig sind wirklich fantastisch gute Point-and-Click-Adventures. Sehr, sehr gut. Auch die Grafik, die sie haben immer gepasst. Es war immer so ein bisschen im Cartoon-Style gewesen. Und mit Gollum haben sie sich einfach jetzt masslos überfordert, sich selber. Also, es war ihr erstes 3D-Game gewesen. Also nicht Handzeichen, die Anführungszeichen. Mhm. Und also 3D und animiert und es ist einfach ein viel zu grosses Projekt gewesen. Und es ist außerdem das teuerste Gaming-Projekt aus Deutschland gewesen. Und Deutschland hat ja schon einige gute Games hervorgebracht und auch hochwertige und wirklich Masterpieces teilweise auch. Und Ja, anscheinend auf jeden ist Fall. Gollum aber wirklich das teuerste gewesen. Und gleichzeitig auch eine der grössten Enttäuschungen bisher. Das muss man halt wirklich leider an dieser Stelle sagen. Ja. Jetzt, aufgrund von dem, was jetzt alles passiert ist und natürlich auch der Vorgeschichte eben, seit den letzten 3 Jahren, hat Daedalic Entertainment sich entschlossen, das Entwicklerstudio zuzumachen und ab sofort kein Spiel mehr zu entwickeln. Krass. Daedalic Entertainment GmbH ist aber nicht komplett dead, sondern sie werden künftig einfach noch Games publishen. Also sie sind dann verantwortlich für die Lizenzierung, Vermarktung und für den Vertrieb von Games. Ja, das heisst, dass das Entwicklerstudio mit rund 90 Mitarbeitern geschlossen wird. Von diesen 90 Mitarbeitern verlieren aber immerhin nur 25 ihren Job. Alle anderen sie können weiterhin irgendwie bei Daedalic bleiben und sind dort irgendwie noch in die Arbeit mit eingebunden. Genau. Also die wichtigsten Projekte, die man so ein bisschen von ihnen weiss, sind unter anderem Unrailed. Das ist ja auch nicht ein unbekanntes Spiel. Inculinati, auch ganz witzig. Das hat auch der Troy letztens mal gestreamt. Widget Stimmt. oder zum Beispiel Shadow Tactics. Genau, also man wird definitiv noch das eine oder andere von ihnen hören. Aber trotzdem schade, dass es ein Entwicklerstudio, das schon so lange geht und so viele gute Games rausgebracht hat, jetzt einfach muss zumachen. Es ist schon sehr, sehr traurig. Es ist sehr sad. Vor allem, weißt du, ich stelle mir auch so vor, vielleicht hat die wirklich, wo der Auftrag ist gekommen, gesagt, hey, ich weiss, oder der Chef ist vor der Anstellung und hat gesagt, hey, ich weiss, liebes Team, es ist ein mega Ding, aber wir können das, wir haben so einen coolen Auftrag. Ich und glaube das gibt nicht, so dass der Auftrag ist gekommen. Ich glaube, sie haben das selber wollen machen.
Also normalerweise entscheidet ja das Entwicklerstudio selber, was sie entwickeln. Oder du sie nicht, Also- ist es nicht wie eine also weißt du, nicht wie, sagt nicht jemand... Nein, das bezweifle ich stark. Also da kennen wir zu wenig aus bei den Entwicklerszenen. Okay. Aber normalerweise Also sagen sie die haben sich dafür Entwicklerstudios entschieden, stimmt, ja. selber, Ja, was verstehe. sie wollen entwickeln, oder? Also von dem her war es ihre eigene Entscheidung gewesen. Und übrigens hat es anscheinend auch geheissen, dass ein Nachfolger soll geben, oder zumindest ein anderes Game aus dem Universum von J.R.R. Tolkien. Also ob es noch ein Gollum-Film, ein Gollum-Game war oder etwas anderes, vielleicht der Hobbit oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat an einem zweiten Game sollte geschaffen werden, an einem Nachfolger wahrscheinlich. Das ist jetzt, also ja, das ist schon so krass. Es hätte mit etwa 2 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium sollte gefördert werden. Ja, aber, was? ja, Okay. aber jetzt mit dem ganzen Verlauf natürlich, der jetzt war und jetzt mit dem Entscheid aufzuhören, als Entwicklerstudio nicht mehr weiter zu fungieren, sind jetzt natürlich all die Pläne Geschichte und sämtliche Arbeiten sind eingestellt worden. Yes. Ja, und damit verliert Deutschland tatsächlich ein grosses Vorzeigeunternehmen in der Gaming-Szene bzw. in der Entwicklerszene, was schade ist. Aber ja, sagen wir es mal, das ist der Lauf der Dinge. Es wird sicher das eine oder andere neue, kleine Indie-Studio aufploppen, wo dann wie so ein bisschen ihren Platz wird einnehmen. Auf das, also da lege ich alle meine Hoffnung rein, sagen wir es so. Was? Yes. Schade war's. Hey, aber schau, im Endeffekt zeigt es doch auch wieder, dass es zeigt halt, dass du die schärfste Kritik immer, vor allem im Internet und vor allem bei Games, immer direkt bekommst und das hilft ja vielleicht auch den Leuten, die jetzt dort waren, die in der Gaming-Szene werden bleiben, die Developer-Szene werden bleiben, beim nächsten Projekt vielleicht gewisse Fehler nicht mehr zu machen. Also weißt du, was ich meine? Also Das man kann kann ja durchaus das so sein, als... ja. Man muss das ja, ich sehe das immer positiv, ich finde immer failing forward. Absolut. Etwas daraus lernen und beim nächsten Mal besser machen. Also einfach nie an dem sich aufhängen, dass man jetzt auch etwas hat in den Sand gesetzt. Jeder von uns hat mal etwas in den Sand gesetzt, das ist normal. Ja, das ist, sicher. das- Failure, no success without failure. Ja. Weise Worte hier vom Nico, auf jeden Fall. Yes, yes. Trotzdem ist es schade, aber dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Gollum ab. Ja, Das let's kommt in go. die Geschichtsbücher das kommt- von den schlechtesten Games ever. Von dem her. Warte, ich habe einen guten. Er ist zwar Achtung. geklaut, aber es kommt in die Tonne. Also weißt du, in die Tonne. Ja, ja. Ah, sehr gut. Also, in die Tonne. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt in den Loot. Ja. Genau. Also ich hätte, genau, jetzt ist es so, beim Loot, ich habe noch gerade vorher etwas sagen, weil eigentlich ist es etwas, was ich definitiv auch noch schnell kann, anmerken kann. Ich habe tatsächlich hier, und es ist ja mega heiß im Moment, und ich glaube, es ist das, was sich vielleicht viele Leute auch überlegen, weil sie auch gerade am Sterben sind. Ich habe tatsächlich hier auf meinem Tisch 2 verschiedene Ventilatoren. Beide habe ich bei uns im Shop gekauft. Aha. Und ich kann euch nur sagen, es ist der Hammer. Also es hilft mir extrem, ich würde zu sterben hier. Also ich Gut, wohne du hast in eine der Dachwohnung. Dachwohnung, ja. Und wenn ich die 2 Ventilatoren nicht hätte, dann würde ich also wirklich hier schmelzen, wie eine Glasse. Und ich bin extrem froh, dass ich sie mir gekauft habe. Und der eine davon ist wirklich so ein ganz kleiner Tischventilator, jetzt so bei uns im Sortiment. Und der ist einfach auch schon Jö. Gold wert, ganz ehrlich. Also geht schauen bei uns im Shop. Ventilatoren, es hat ein paar sehr gute, ich kann es nur empfehlen, es macht unser Leben tatsächlich besser. Sorry für den Einwurf schnell, Steffi. Ich dachte, ich Alles sage das gut, noch schnell. merci vielmals für den Input. Habe ich sehr erfrischend gefunden. Genau. Was haben wir bei Loot, Steffi? Wir haben Age of Empires 1, 2 und 3 Definitive Edition. Exakt, Jetzt, ja. Also es ist ja nicht so, dass das Age of Empires neu wäre. Überhaupt nicht. Aber Nein, aber legendär halt. legendär auf jeden Fall, vor allem das 2. Genau, aber ja, wir haben jetzt Definitive Editions ja, genau, von Empires, also von Age of Empires, von AOE, hure sich 1, 2 und 3. Also, die sind alle komplett neu.
Ich gehe mal davon aus, dass sie Keys oder Codes in eine Box, die ihr hier bekommt, oder sogar gerade direkt einfach den Key per E-Mail. Das könnte auch sehr gut sein. Das auf ist jeden spannend Fall. vom Preis her. He? Ja, gell, es Sind ist das super alles- günstig. Es ist 19,50. Also es ist wirklich sehr, sehr günstig. Da kann man echt nichts sagen, für Mhm. das Age of Empires ja wirklich fantastische Ist da Strategie-Games irgendetwas sind. reworked worden? Habe ich mich da nicht etwas Weiss es nicht. entdecke eine neue Grafik in 4K Ultra HD. Also Definitive Editions, wenn ich es dann mache, aussprechen, sind ja meistens ein bisschen reworked, genau, und nochmal ein bisschen Also- besser gemacht. Ich wollte sagen, aber ja genau, die Age of Empires 2 Definitive Edition und die vom 1 gibt es ja schon lange. Und ich glaube auch die vom 3 gibt es eigentlich schon, aber da haben sie jetzt nochmal eine rausgegeben. Spannend. Was natürlich auch kann sein kann, ist, dass es einfach wir erst jetzt haben. Also, so oder so, wir haben es jetzt im Shop. Was aber definitiv neu ist Sonic Superstars. Gibt es für die PS4 und 5, für die Nintendo Switch und für die Xbox Series X und für die Xbox One. Und S wahrscheinlich auch. Ja, S ziemlich sicher auch. Genau, das ist neu. Das ist ja auch erst gerade vor kurzem vorgestellt worden. Mal wieder ein Sonic-Game. Wobei, ich muss auch sagen, der blaue Ego, so cute wie er ist, mir hat es irgendwie nie so gecatcht. Da stimme ich dir nicht ganz zu. Bei allen Games von ihm, die ich angeschaut habe, hat es mir nicht so gecatcht, ausser Sonic Racing. Aha. Sonic Racing ist tatsächlich eine coole Alternative zu einem Mario Kart, muss man sagen. Haben wir früher viel gespielt, wenn du, wenn du nur eine witzig. PS hast. Ja. Wenn du nur eine PS hast und nicht kannst Mario Kart spielen, dann ist tatsächlich Sonic Racing die super Alternative dazu. Kann ich nur empfehlen. Fakt mit Freunden ist ein cooles Partyspiel und ist sicher sein Geld wert. Also Sonic Racing ist ein cooles Das Ding ist halt, Racing-Game. entweder Sonst man ist stimme halt ich so dazu. Team Sega oder Team Nintendo, also entweder Team Super Mario oder Team Sonic. Und ich glaube, alle Genau. die Team Sonic sind, die kommen, ich glaube, mit dem neuen Sonic Superstars definitiv auf ihre Kosten. Das stimmt, Ja. das stimmt. So viel Das stimmt. dazu. Hey, mehr haben wir im Fall gar nicht im Loot, das wäre es schon gewesen. Darum würde ich sagen, checkt mal unsere Loot-Sachen aus oder geht auf blog.ch/gaming. Dort findet ihr ganz, ganz, ganz viel tolles Zeugs, alles, was euch ein Gamerherz betört, sage ich jetzt einmal. Ja, auch gerade bei diesen Hits draussen ist es absolut keine Schande, wenn man mal daheim bleibt und sich der Sonne entzieht und sich dagegen entscheidet, zum rauszugehen und sich regelrecht zu grillieren. Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns von dieser Episode und wünschen euch noch eine wunderbare Zeit und bis in 2 Wochen wieder. Tschüss zusammen! Tschüss zusammen!